Hey, mega schön, dass du wieder eingeschaltet. Cool bist du dabei. Egal, ob du die Sendung als Kind schaust, vielleicht bist du auch schon ein Teenie, vielleicht bist du Mami und Papi, die mitschauen, oder einfach irgendjemand, der eingeschaltet hat. Mega schön bist du da. Wir begrüßen dich ganz herzlich, egal ob du von der Schweiz aus schaust, von Deutschland, vielleicht sogar von einem anderen Land, anderen Kontinent. Wir freuen uns, dass wir zwei mit dir Zeit verbringen. Ja, und letzte Woche haben wir gesehen, wie der Knüsli nochmal verschiedene Berufe ausprobiert hat und trotzdem noch nicht ganz das gefunden hat, was für ihn passt. Und heute ist er wieder auf der Suche nach einem Job. Vielleicht findet er heute etwas, was ihm passt und was für ihn glücklich macht. Und ich meine, er hat schon so viel ausprobiert und dass es überhaupt noch Ideen gibt, die er machen kann. Und darum haben wir ja euch daheim gefragt, ob ihr noch Ideen habt, was der Knüsli machen könnte. Und jetzt haben wir mal schauen, was er noch ausprobiert hat. So. Hey, du los, Knüsli. Jetzt Ja. kannst du mal zeigen, was du da machen kannst. Ja, du. Und vielleicht sollte ich dann meinen Onkel anstellen. Ich habe hier ein gutes Bauernhofbuch gelesen und ich bin jetzt Profi in Rindli-Füttern. Zum Beispiel die Kuh, die ist viel zu dick. Da Ja. müssen Dann? wir ein bisschen Futter wegnehmen. Weißt du, du hast schon genug. Du bist schon ein bisschen dick. Du. Da ist aber noch für dich, ja, da. Schön gut. Und jetzt zum Beispiel das abgemagerte Kühe hier vorne. He. Tun wir dem noch ein Futter geben. So. Üppla. Bon Appetit. Sehr fein, so, ja. Gut gemacht, oder? Ja, aber ich glaube, die Kühe können selber sagen, wo sie essen. Ich glaube, viel wichtiger ist, Nein. dass du die gehst misten. Mist. Ja, misten. Also in den Dreck hinein. Ja, genau. Das du zusammennehmen, sonst gibt es immer einen grösseren Dreck. Pfui! Weißt du, wie grusig? Weißt du, ich habe ja sonst schon eine grosse Nase und das möchte ich alles zehnmal schlimmer. Ja, aber gut, dann ist pur nichts für dich. Nicht für Aber du, wir können es ja so machen, du gehst für mich misten und ich kann mit den Kühen machen. Ja, aber ich habe ja schon einen Job. Du sollst einen Job. Das stimmt. Ah, dann lassen wir das halt auch bleiben. Ja, dann halt. Tschüss, tschüss. Weißt du, mit den Kühen ist es immer so ein Problem. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. So ist es doch. Ja, gut. Und als Bauer hast du auch nicht immer Schwein, weißt du? Ja. So, jetzt mal noch Polizist ausprobieren, mal warten. He. Bis einer kommt, den nehmen wir gerade. So, Daddy. Alles sicher, seit ich auf der Straße bin. Da kommt einer. Leck Bobby. Halt! Den haben wir. Sehr gut. Grüezi wohl. Ja, grüezi wohl. Das ist Professorenpolizei Knüsli ist mein Name. Gern führen Fahrzeugausweis. Ja, das habe ich alles da. Sehr gut. Wissen Sie, ich bin von der Polizei. Sehr schön. Der ist auch Fahrzeugausweis, einen Führerausweis haben Sie auch gerade noch. Ja. Die habe ich da. Ja, passt, sehr gut. Ja. Du, der Grund, warum ich dich rausgenommen habe, Ja, wieso denn? du hast keine Nummer dran. Das solltest du auch nicht machen. Das gibt einen Buß von, sagen wir mal, 4.561 Franken 50. Ja, aber nein, das kann es jetzt ja nicht sein. Okay, Ich bin nur schnell beim anderen Parkplatz kehren. Ich bin das nicht auf ist die Straße verständlich. gegangen. Die 50 Rappen lassen wir in dem Fall weg. He. Aber Buß gibt es trotzdem. He. Ja, aber was bist denn du für ein Polizist? Ich bin der Dr. Professor Knüsli. Ich habe das jetzt gelesen, weißt? Ich habe ein Buch gelesen, wie man Polizist sein muss, und jetzt bin ich Polizist. Ja, was hast denn du in deiner Polizeischule gemacht? Was für eine Schule? Polizeischule? Die Ausbildung zum Polizist, das kann man nicht einfach so werden, weißt du? Ich habe das im Internet gelesen, was man machen muss. Ja, aber du musst eine Schule machen, du musst ein Diplom vom Staat bekommen. Du kannst nicht einfach so ein Westchen anlegen und Polizist spielen. Geht das nicht? Ja. Weißt du, machen wir halt auch wieder etwas anderes. Machen wir halt nicht Polizist. Ja, aber dann bin ich froh, dann kann ich gratis weiterfahren. Ja, ja. Einfach geradeaus in der Raum und dann ein bisschen Reisel und dann die vierte Ausfahrt 2 rechts. Ja, sehr gut. Dankeschön. Schade. Ist das halt dann? Tschüss!
Hey, du Knüsli, Oh, was hast du jetzt da wieder gemacht? Weisst du, ich habe gedacht, machen wir mal etwas anderes. Raketen bauen zum Beispiel. Da können wir mal Hey, jetzt hast du einfach schnell eine Rakete gebaut. ja, so schnell. Schon 2 Stunden gegangen. So weisst du, vor allem mit der Farbe, so lange nicht getrocknet hat. Aber ja, Hey, aber voll cool. Und was machst du jetzt mit der? ich habe eben gedacht, weisst du, Knüsli, denk schlau, macht 2 Sachen aufs Mal. Und darum habe ich Raketenbauer und Astronaut in einem machen, weil ich fliege mit der zum Mond. Ja, hey, voll cool. Und dort könnte ich noch Entdecker werden. Vielleicht könnte ich auch der erste Klassenverkäufer auf dem Mond werden oder wer weiß was. Hey, das ist ja Irgendetwas. mega genial. Ja, Und- genau. Und das Teil fliegt wirklich? Ja, jetzt habe ich da gerade noch ein Schnaufloch gemacht, weißt du, dass du noch rausschnaufen kannst. Ja, und Im Weltall? ja, Okay. ich Ja, habe gehört, hey. das sei sehr gesund. Hey, Besser das ist- als Meerespreis. Das ist ja faszinierend. Ja, Und was heisst denn da Genesis da drauf? du, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich der Name vom Sponsor, weißt du. Wir haben noch so einen Hundefutter-Sponsor, der da uns sponsern will. Okay. Ja. Ja. Aber komm, wir probieren es aus. Ja, voll. Ich bin gespannt, aber ich bleibe, glaube ich, draußen dann. Ja, das gehen wir draussen machen. Hier innen wäre ein bisschen sehr prekär der Start, ja. Dann schleichen wir sie aus und dort tun wir sie zusammenbauen. Ist gut? Ja, genau, machen wir. Sehr gut. Packst du vorne an, he? So, liebe Kinder. Jetzt geht's los. Nochmal anzünden da. Hui, 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 hei. Und los geht's. So. Oh. Es geht schon los und hey, jetzt habe ich vor lauter noch die Tür vergessen. Mist. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr rein. Keine Tür. Ei, ei, ei. Oh nein. Das war in dem Fall auch nichts. Der ganze Berufstraum ist in dem Sinne in Flammen aufgegangen. Mach ich halt etwas anderes. Das wird doch nicht. Jetzt habe ich so viele Berufe ausprobiert. Astronaut ist nichts. Zahnarzt ist nichts. Bauer, Bauarbeiter, Fischer. Alles nichts. Das war nichts. Hey, du Knüsli, was machst du jetzt? Ja, weisst, wir haben doch so viele Berufe schon ausprobiert und jetzt bin ich mal am Durchsiebeln, was gut war und was nicht. Das ist nicht gut, da habe ich verloren, sogar gegen dich. Polizist ist nicht. Ja, aber wenn du da verlierst, verlierst du ja beim Skirennen fahren. Das sagt er jetzt schon. Ja, und Klassenverkäufer, da würde ich mich verkälten, das ist auch nichts. Ja, und die Waffe habe ich dir sicher nicht an. Das streichen wir auch. Schade. Und das weiss ich nicht mal, was das ist. Was ist ein Förster? Der ist Keine der Ahnung. im Wald, der schafft. Aha, Oh. der Tierli jagt. Chemiker will ich auch streichen. Das ist gar nicht etwas in die Luft. Der hätte ja noch ein paar lustige Ideen gehabt. Ja, Pilot,
Das ist ja wie der Astronaut, wenn ich es mit der Rakete nicht anbringe. Und Pöstler, ich will nicht, dass du meine Post liest. Ja. Und Verkäufer? Da bin ich einfach zu gut und das wäre fies für die anderen. Nein, du willst niemandem etwas verkaufen, du willst alles für dich behalten. Meinst du? Ja, irgendwie so Döner würde ich lieber selber essen, das stimmt. Und Archäolog. Ich habe mal einen Dinosaurier gefunden, aber der ist nachher abgehauen wieder. Ja, Ja, nein, dann ist besser nicht. Du ja, weißt, das hat noch so viel mehr gehabt, die habe ich jetzt nicht mal aufschreiben, aber ich glaube, ich bin einfach für nichts mehr geeignet. Ich bin sozusagen arbeitslos. Wenn man das so anschaut, könnte man es schon denken. Aber Ja. ich meine, du hast ja eigentlich den optimalen Beruf schon gehabt. Was? Ja, du bist Erfinder gewesen. Du hast den Erfinder-Contest gewonnen. Das heisst, du bist einer der erfolgreichsten Erfinder gewesen. Ich meine, da kann dir das ja egal sein. Du hast ja einen Beruf, Hey, wo du du hast recht. etwas kannst. Du hast recht. Dann bleibe ich doch einfach Erfinder. Ja, aber ich gebe dir vielleicht noch eine Idee mit. Du Ja. könntest ja für all diese Berufe eine Erfindung machen, die ihnen den Alltag vereinfacht. Das ist gut. Zum Beispiel ist ja ein Fütterungsroboter, der Kühe selber füttert oder so. Ja, genau. Also Oh. es gibt ganz viele verschiedene Ideen. Oder ein super Benzin, damit man beim Formel 1 schneller ist. Genau. Hey, so gut. Ich kann gerade gut erfinden. Du, ich muss gehen. Ja, in Geschwind. dem Fall. Danke mal. Viel Tschüss. Erfolg. Ciao. Ja, und nach all diesen Versuchen hat der Kniesli doch realisiert, dass er nicht zum Raketenbauer, nicht zum Fischer und all das Zeug, das er ausprobiert hat, gemacht ist, sondern einfach ein Erfinder ist und ein Erfinder bleiben wird. Und darum sind wir auch gespannt, was es sonst noch auf Lager hat als Erfinder. Aber letzte Woche ist es auch noch etwas anderes gegangen, nämlich um die Geschichte von der Nomi und der Ruth. Und dort haben wir gesehen, wie Gott sie so reich beschenkt hat und sie so fest liebt und sie so richtig geführt hat. Und es gibt auch ein Lied darüber und das wollen wir jetzt miteinander singen. Darum steh doch auf daheim, wo immer du bist, singen wir das Lied. Gottes große Liebe sehen wir in Jesus. Und das wollen wir jetzt miteinander singen. Für das brauchst du deine 2 Finger und mit dem kannst du ein kleines Herz formen. Gottes große Liebe. Die Liebe Gottes ist aber größer. Und darum machen wir noch ein größeres Herz bei dem 2. Mal. Gottes große Liebe. Und dann bei dem 3. Mal ein ganz grosses Herz formen. Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Am besten stehst du gerade auf und singen wir miteinander. Gottes große Liebe, in Jesus
alle Schuhe. Ich muss länger hingehen, aber ich sehe da nichts Passendes. Nein, das ist irgendwie zu lang und zu dunkel. Sportschuhe, nein, das kann ich auch nicht brauchen. Die wären vielleicht etwas. Nein, irgendwie zu glänzig. Dann habe ich da keine passenden Schuhe. Nein, das ist auch nichts. Männerschuhe? Nein. Finken. Ich finde einfach nichts. Hallo Tabitha, Hoi! was bist du machen mit so vielen Schuhen? Ja, jetzt doch einen passenden Schuh. Ich wollte weg, aber ich finde einfach. Okay. Ja, dann nimmst du einfach einen. Zum Beispiel den mit dem Glitzerig-Zeug da. Nein, Glitzer passt doch nicht. Ja, ich habe gedacht, aber du musst wissen, dir muss es gefallen. Aber etwas anderes kommt jetzt gerade in den Sinn. Wir haben eigentlich jetzt wieder von der Rundweite erzählen. Ja, keine Ahnung. Ich suche einfach einen passenden Schuh. Ja, gut, aber das ist jetzt... Wobei, jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn. Schuhe und Rut, das passt eigentlich zusammen. Ah, wirklich? Ja, So? die haben etwas miteinander zu tun. Weißt du was? Los am besten einfach zu, oder auch du, der daheim bist, los am besten zu und du wirst es herausfinden und merken, was Rut mit Schuhen zu tun hat. Sind wir gespannt. Aber zuerst möchte ich für etwas anderes noch kommen. Und zwar bei der letzten Sendung, dort habe ich noch eine Hausaufgabe gestellt. Vielleicht kannst du dich erinnern. Es ist um den Löser gegangen. Die Frage war, was ist ein Löser? Und es war eine Frage beim Quiz, eine Bonusfrage. Und es haben tatsächlich einige Kinder die Frage beantwortet. Sehr gut beantwortet, gratuliere, super gemacht. Ich möchte jetzt noch mal jetzt erklären, was ist denn genau ein Löser? Ein Löser ist eine Person, die einer Familie helfen muss, die in Not geraten ist. Wenn jemand gestorben ist von dieser Familie. Aber der Löser hätte nicht irgendjemand sein, der einfach dieser Familie hilft, sondern er musste mit dieser Familie verwandt sein. Und ganz nah verwandt. Also, ich sage jetzt zum Beispiel ein Bruder oder ein Onkel oder ein Cousin. Irgendein so jemand hätte es sein. Und wenn aus dieser Familie auch noch eine Witwe gekommen ist, das heisst, wenn jetzt ein Mann gestorben ist und der hat schon geheiratet gehabt, dann ist die Frau noch eine Witwe. Wenn die gestorben ist und sie hat noch kein Kind gehabt, dann hätte die Witwe, die Frau, auch noch heiraten müssen. Das ist auch eine Regel oder ein Gesetz, das Gott so gegeben hat. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Die Regel oder das Gebot, das hat nämlich Gott gegeben. Gott hat es gesagt, sie sollen das machen. Gott hat es gesagt, wie er für die Familien, die so in Not geraten sind, hat er sorgen. Er hat dieser Familie helfen. Und darum könnte man sagen, wie es da steht, Gott ist sehr gut. Und der Löser, der hat weiter für die Familie eben sorgen. Er musste schauen, dass der Name von dieser Familie erhalten bleibt und dass die Familie auch gut leben kann. Dass sie einfach dafür gut gehen, dass sie genug von allem haben. Gott ist wirklich sehr gut. Er hat so gesorgt für die Armen, eben für die Witwen, dass es ihnen gut geht. Und Gott ist noch genau der gleiche. Er tut auch heute Sorgen für die Menschen. Er hat auch für uns Menschen heute einen Erlöser bereit. Oder einen Löser oder Erlöser hat er auch bereit. Vielleicht denkst du jetzt, wieso? Wir haben jetzt bei unserer Familie nicht so ein Problem. Was brauchen wir einen Löser? Ja, das kann gut sein. Du hast vielleicht auch keine Sorgen von Essen und Trinken und Kleidern und Häusern. Wir haben alles. Und gleich brauchen wir einen Löser. Weil wir haben das Problem mit der Sünde. Die Sünde, das Böse, das wir machen in unserem Leben, das trennt uns von Gott. Wir können wegen dem nicht mehr mit Gott zusammen sein. Und da hat Gott gesagt, nein, er möchte, dass wir Menschen mit ihm zusammen sind. Und darum brauchen wir jemanden, der uns aus der Sünde herauslöst, der uns hilft, der uns die Sünde vergeben kann, damit wir eben wieder mit Gott zusammen sein können. Und er möchte das machen. Er möchte die Sünde vergeben. Damit er deinen Namen kann im Himmel aufschreiben kann. Damit du Leben haben für immer. Damit du ewiges Leben haben. Ich werde dir später noch mehr erklären, was du genau dazu machen musst, damit das passieren kann. Damit du das ewige Leben haben darfst, damit Gott dir helfen kann. Ich mache jetzt das mal da hinten an. Und wir werden weiter schauen, was dann bei der Ruth, bei der Naomi passiert ist.
Naomi, die ist nämlich zu der Ruth gekommen, die Schwiegermutter von ihr, die ist zu ihr gekommen und hat gesagt, meine Ruth, meine liebe Schwiegertochter, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, über den Löser, was wir jetzt machen sollen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, wer das ihr Löser ist. Es ist der Boas, der Mann, der das Feld gehört hat, wo die Ruth ist Ähren auflesen. Ich mache jetzt hier das Zettel um. Dann kommen wir zum Boas, der der Löser von der Ruth ist. Und sie hat gesagt, Naomi, Ruth, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass der Löser uns für dich sorgen, dass du wieder ein ruhiges und ein gutes Leben hast. Und ich denke, Gott hat da schon eben eine Tür aufgemacht, indem er dich eben zum Boas geschickt hat, auf sein Feld geschickt hat, dass du dort Ähren auflesen. Aber weil du eine Witwe bist, musst du eben zu ihm gehen. Du musst ihm sagen, er soll dich heiraten. Er soll für dich sorgen. Also, ich habe nämlich eine Idee gehabt. Und zwar der Boas, der schafft heute den Tag auf dem grossen Kornplatz, auf dem festen Platz, wo es da die Ähren ausklopfen. Er ist den ganzen Tag dort und dann geh heute Abend dort her, geh zu ihm. Machst die ganz, tust die sauber machen, tust die schön machen und dann gehst du nachher zu ihm. Und Ruth antwortet Naomi, so wie du sagst, so möchte ich es machen. Genau so wie du sagst. Die Ruth hat ihren Rat befolgt. Sie ist gegangen ins Haus hier, hat sich gebadet, hat sich eingerämt, hat das schönste Kleid vorgenommen, das sie hatte. Also sie hat sich richtig rausgeputzt, sie hat sich richtig schön gemacht. Und sie ist dort hergegangen, wo der Boas war. Und tatsächlich, er war dort am Arbeiten. Sie ist dann ein bisschen zurückgeblieben, hat ihn einfach beobachtet. Er war am Arbeiten. Zuerst mussten sie das Korn oder die Ähren ausklopfen. Aber nachher hat es einen zweiten Schritt gegeben. Sie haben die Ähren haben sie müssen worfeln, sagt man dann. Das heisst, sie haben wahrscheinlich den Schaufel oder so, haben sie die Ähren dann in die Luft werfen. Und durch den Wind hat es dann so die Hülse um die Körner herum weggeblasen und das Korn ist nachher runtergefallen. Also auch da wieder der zweite Schritt, recht aufwendige Arbeit. Und wenn du denkst, das alles nur, damit sie nachher das Korn malen und dann Brot haben. Aber so war es eine schwere Arbeit, aber der Boas war dran und ich denke, er war sogar freudig dran, weil er gesehen hat, es hat so viel Ehre, es war eine gute Ernte. Ja, und nach dem Arbeiten, nach dem Worfeln, da haben sie gesagt, jetzt ist Feierabend, jetzt machen wir Pause. Sie sind angeguckt und haben gegessen und haben ausgerufen, haben endlich den Tag genossen, dass sie jetzt so viel arbeiten können und jetzt können alle sitzen. Sie waren richtig zufrieden. Auch der Boas war gut gelungen, fröhlich, eben eine ganz gute Ernte war es. Die Ruth war hinten dran, hat das beobachtet und gewartet, was jetzt passiert, beziehungsweise bis der Boas sich dann anlegt und dort schlaft. Weil genau, der Boas ist nicht heimgegangen, sondern ist gerade dort auf dem Platz geblieben und ist dort und hat dort übernachtet. Naomi hat das so der Ruth gesagt, dass sie das genau so machen soll. Wo der Boas nachher eingeschlafen ist, hinter einem Ährenhaufen, ist die Ruth angegangen, sie ist wirklich angeschlichen, niemand hat sie hören, niemand hat sie sehen. Und sie ist dann bei den Füßen von Boas angegangen, hat dort die Decke gelupft und ist einfach dort angelegen. Hat nichts gemacht, also nichts gesagt, sondern ganz stillschweigend ist sie dort angelegen. Und plötzlich, mitten in der Nacht, da verwacht der Boas und denkt, was ist da? Was ist denn los? Und er schaut auf und er sieht bei seinen Füßen, dass da eine Frau liegt. Und er sagt wieder, hey, wer bist du? Was machst du da? Und Ruth antwortet, Entschuldigung, dass ich da bin, aber ich bin Ruth, ich bin deine Dienerin. Und du bist mein Löser. Bitte, du musst für mich sorgen. Du musst mich heiraten. Der Boas, der hat so verstanden, um was es geht. Und er hat auch gesagt, Ruth, das ist gut, dass du das so gemacht hast. Ich bin gerade noch viel mehr begeistert von dir, dass du nicht einfach irgendwelchen anderen Männern nachgelaufen bist, sondern dass du da zu mir gekommen bist. Gott segne dich dafür. Und Ruth, weisst du, in der ganzen Stadt weiss man, dass du eine gute Frau bist. Ruth, ich habe so Freude. Und bleib einfach da.
bleib da. Aber wir haben ein Problem. Es gibt nämlich noch einen anderen Löser. Ein Löser, der näher verwandt ist als ich. Und der müsste dich lösen. Aber warte ab, ich tue für das Sorgen, ich kümmere mich darum. Bleib jetzt einfach da in der Nacht und nach dem Morgen gehst du zurück und ich sorge dafür, dass es gut kommt. Und so hat sie es gemacht. Und bevor es hell geworden ist, hat Ruth dann ihre Sachen gepackt und ist wieder zurückgegangen. Aber der Boas hat ihr sogar noch ganz viel Korn mitgegeben, die sie mitnehmen für Nomi, für ihre Schwiegermutter. Ja, für die Ruth wird gesorgt. Wir sehen da wieder, Gott ist sehr gut. Gott ist so gut, er sorgt für die Armen, er sorgt für die Witwen. Sie sind ihm nicht einfach gleich. Gott sorgt ganz gut. Er hat nur gute Gedanken, gute Pläne über die Menschen dort mal, aber auch über die Menschen von heute. Über dich und über mich hat er nur gute Pläne. Als Naomi heimgekommen ist, hat natürlich Naomi gerade so gefragt, Ruth, wie war es? Was ist passiert? Erzähl schnell! Und Ruth hat alles ganz im Detail erzählt. Alles, was der Boas ihr erzählt hat, was er gesagt hat und dass er für sie wird sorgen. Aber sie hat erzählt, dass immer ein anderer Löser näher steht. Und dass eigentlich der sie muss heiraten, dass der für sie muss sorgen. Aber Naomi, sie hat dann einfach gesagt, bist ganz ruhig, der Boas, der wird schon schauen, dass es gut rauskommt. Und der Boas hat genau das gemacht. Am Morgen ist er gegangen so zum grossen Marktplatz oder zum Eingang der Stadt, bei einem grossen Tor. Dort hat dann jeder vorbeikommen, das war so ein Treffpunkt für Leute. Er ist dort hergegangen und du kannst dir vorstellen, wer er dort treffen wollte. Richtig, der andere Löser. Und es ist nicht lang gegangen, da ist der auch gerade gekommen. Und der Boas ist auf den zugegangen und hat gesagt, hey du! Er hat den Namen nicht gewusst. Und da steht in der Bibel, er hat ihm gesagt, hey du, so und so, komm mal da an. Ich muss mit dir reden. Und der Boas ist nicht reingekommen, er hat nämlich 10 Männer mitgenommen. Die 10 Männer sind Zeugen. Das heisst, ein Zeuge ist einer, der einfach schauen und nachher erzählen, was er gesehen hat. Er hat die dabei haben, dass sie genau erzählen können, was da passiert ist. So hat er zum anderen Löser gesagt, du weißt vielleicht, Naomi ist aus einem fremden Land, wo sie war, zurückgekommen. Und ihr Mann ist gestorben und sie will jetzt ihr Feld verkaufen. Und du bist der Löser, du bist der nächste Verwandte, du musst das kaufen. Ich sage dir jetzt einfach, dass du das weißt. Du musst sie lösen. Wenn du das willst, dann mach das. Wenn du das aber nicht willst, dann tu ich sie lösen. Der andere Löser, der so und so, der hat das ein bisschen überlegt schnell. Und nachher sagt er zum Boas, ich will es lösen. Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Jetzt sagt der Boas, das will er lösen. Und jetzt kommt er, ja nein, was ist jetzt? Aber der Boas hat schon überlegt, er hat einen Plan gehabt. Er hat nämlich über den Namen von der Ruth gesagt. Und so sagt er zu ihm, gut, wenn du das lösen willst, kannst du das machen, aber du musst einfach wissen, dann musst du die Ruth auch zu deiner Frau nehmen. Und wenn du mit ihr ein Kind hast, dann ist das Kind wie ein Kind vom Mann von der Ruth, der ja gestorben ist. Und das Feld und alles, das wird in dem erben. Da überlegt er weiter. Ja, nein, hallo, nein, das, bitte sehr, nein, das mache ich nicht. Ich habe ein Kind und das ist nicht einmal so mein Kind dann. Nein, also, da bin ich nicht bereit, das mache ich nicht. Nein, vergiss es. Du kannst lösen. Er hat der Löser nicht sein. Der Mann war nicht bereit, genau das zu machen, was Gott eigentlich gesagt hat. Wenn wir noch mal erinnern, der Plan, den Gott gegeben hat, um eben die Witwen zu lösen, um ihnen zu helfen, er war nicht bereit. Ganz im Gegenteil zu dem Löser oder Erlöser, wo Gott beraten hat. Weil der war bereit, alles zu machen, wie es Gott gesagt hat. Er hat Gottes Plan ausführen. Er hat dafür ein riesengroßes Opfer gebracht. Der Erlöser, den Gott nämlich beraten hat, ist niemand anders als sein eigener Sohn, als Jesus. Und jetzt kann ich da das führen. Und dann sehen wir da, was da steht. Jesus selber ist der Erlöser. Ja, er ist auf die Welt gekommen, um uns zu lösen von unseren Sünden.
So wie ich vorher gesagt habe, die Sünde uns trennt von Gott. Und da ist er gekommen und hat die Strafe der Sünde auf sich genommen. Er ist gestorben, wie wir es hier sehen, am Kreuz. Er ist gestorben für dich und für mich, dass er all die Schuld auf sich nehmen kann, damit die Schuld nicht mehr bei uns ist, damit wir frei werden von dieser Schuld oder eben erlöst werden von dieser Schuld. Und so mit Gott wieder Frieden haben. Und ich nehme jetzt noch ein Tafel führen, wo genau das da heisst. Erlösung von der Sünde. Das hat Jesus gemacht. Er ist gestorben dort am Kreuz. Aber das Wunderbare ist, er ist nicht tot geblieben. Nein, er ist wieder lebendig geworden. Und so kann ich sagen, unser Erlöser, mein Erlöser, er lebt. Er lebt heute noch. Und was bedeutet das? Darum glauben ihm. Darum komm zu ihm. Weil Gott möchte auch deinen Namen im Himmel aufschreiben und ihn nie nicht auslöschen. Du kannst gerade heute zu ihm beten. Herr, ja, bitte erlöse mich auf deine Sünde. Es tut mir leid, ich möchte dich glauben. Und wenn du das sagst, dann kannst du sicher sein, dass Gott dir die Sünde vergibt. Und du darfst ein Kind von ihm sein, du darfst immer bei ihm leben. Ja, eben, Jesus hat es anders gemacht als der Erlöser von der Ruth. Der Erlöser hat mir gesagt, ich will es nicht. Und jetzt kommt die Szene. So ist er abgebucht, hat einen Schuh ausgezogen von sich und hat den am Boas angestreckt. Und das war das Zeichen früher, dass es ernst gilt. Wie eine Unterschrift könnte man sagen heute, wo auch gilt, wenn man unterschreibt, dann ist das fix, dann gilt das. Und so ist der Schuh ein Zeichen gewesen, dass es gilt. Ich will nicht lösen, bis du lösen. Und wir haben ja gesagt, es sind die 10 Zeugen, die das alles gesehen haben, die das können bestätigen können, es ist so gewesen. Ja, und so hat der Boas gesagt, ihr alle seid meine Zeugen, ihr seht es, ich will das Feld kaufen, ich will der Löser sein von der Ruth und ich will auch die Ruth zu meiner Frau nehmen. Der Boas hat das so also gemacht, was Gott wollte. Und er hat das gern gemacht, weil er hat Gott geliebt. Er hat auch die Ruth gern gehabt. Er hat Nomi auch gern gehabt. Er hat das von Herzen so machen. Und die Zeugen, die Leute, die das gesehen haben, die rum sind jetzt gefreut mit ihnen. Die sind richtig froh geworden. Gott hat für die Ruth, Gott hat für Nomi eine Lösung geschickt. Für die Familie ist weiter gesorgt. Und sie haben Boas gratuliert. Der gute Gott, er segne dich und Ruth, er ist mit euch. Und es ist nicht lang gegangen. Und so haben sie die Hochzeit geplant und haben geheiratet. Ja, und eine neue Familie ist entstanden. Die Ruth ist ja keine Fremdin in Israel. Nein, man könnte fast sagen, die Ruth ist in Israel angekommen. Sie ist in ihre neue Heimat angekommen. Sie gehört jetzt ganz zu Gottes Volk. Und frage dich, bist auch du angekommen bei deinem Erlöser? Hast auch du deinen Erlöser gefunden? Und nicht meine ich wieder da, Jesus Christus, der Erlöser aus der Sünde. Er hat ihn geschickt gehabt. Und es gibt einen Vers in der Bibel, wo es heisst, das Blut, das Jesus gerade da am Kreuz vergossen hat, er hat geblutet dort. Das Blut, das ist es, das uns befreit von der Sünde. Weil er gelitten hat, weil er Schmerzen hat, weil er gestorben ist, können wir dafür frei werden von der Sünde. Es so gut ist Gott, es so gut meint er es. Die Ruth war glücklich gewesen, der Boas war glücklich gewesen und es ist weitergegangen. Schon bald haben sie ihren ersten Sohn bekommen. Und die Freude so war riesengroß gewesen. Auch bei der Naomi, bei der Schwiegermutter, eine riesengroße Freude hat sie gehabt. Sie hat ihren Bub richtig als Herzdruck gehabt und hat Gott danken. Danke, dass du so gut Mensch mit uns. Herr, dass du gesorgt hast für uns. Danke vielmals. Ja, wenn Naomi geahnt hat, was Gott gerade mit dem Sohn, mit dem Bub vorhat, sie hat sich wahrscheinlich viel mehr gefreut gehabt. Nachbarinnen sind gekommen und haben gesagt, das Baby, das neugeborene Kind, du, komm, das soll Obed heissen. Ja, nicht einmal der Boas und Ruth haben dem Kind den Namen gegeben, sondern Nachbarinnen haben ihm den Namen gegeben. Und der Obed, der ist ein Nachkommen von ihm, also einer, der viel später von ihm auf die Welt gekommen ist nämlich ein anderer, niemand anders gewesen als Jesus Christus. Der Erlöser, den Gott bereit hat für dich und mich. Gott ist so gut für den Boas, für die Ruth hat er einen Erlöser, den Boas geschickt, und für dich und mich hat er einen Erlöser geschickt, Jesus Christus. Gott ist wunderbar. Er schaut, dass es uns gut geht für immer und ewig. Und wenn du Jesus schon gefunden hast,
wenn du ihn schon hast annehmen, dann kann ich dir nur eins sagen, freue dich darüber und danke ihm. Danke ihm auch gerade heute wieder, dass er es so gut nimmt, dass er das für dich gemacht hat. Und das möchte ich jetzt auch machen mit Gott. Reden, ihm danken, dass er es so gut nimmt. Ja, danke du grosser, wunderbarer und heiliger Gott, dass du es gut meinst mit uns, dass du so einen guten Plan hast und auch für uns einen Erlöser geschickt hast. Hilf, dass wir dich als Erlöser annehmen dürfen und so dürfen die Vergebung von der Sünde bekommen und das ewige Leben dürfen haben. Amen. Und gemeinsam möchten wir jetzt wieder ein Lied singen. Und das Lied heisst, wer ist denn der Jesus? Gerade haben wir die Frage, wir wissen jetzt schon ein bisschen gehört, er ist der Erlöser. Das Lied heisst, wer ist denn der Jesus? Und das geht nochmal so auch sagen. Jesus ist der Erlöser von der Strafe der Sünde. Er ist Gottes Sohn und er kann alles. Ja, und das haben wir in dieser Geschichte immer wieder gesehen, dass Gott alles kann. Hey, mega schön sind die immer dabei gewesen, haben die Geschichte mit uns zusammen gehört. Wir hoffen, euch hat sie auch so gut gefallen wie uns. Und wir sehen euch bald wieder. Bis dann. Bis dann. Hey, Noemi, Nathalie? Oh, noch Mist. etwas da? Oh. Wir haben doch da noch abgemacht, wir machen einen Das haben wir Wettbewerb. voll vergessen schon. Genau. Also vor allem habe ich da diesmal Original Knoppers zum Verlosen. Ich tue die mal da schon schön da vorne anstellen. Und das müssen wir schon noch machen. Ne? Hey, die Frage hast du uns schon gegeben, Ja, gell? ja, genau. Ja. Wir fangen gerade an mit Okay, der ist gut. ersten Frage. Die Frage ist, warum hat der Boas die Ruth nicht sofort heiraten? Antwort A, die Ruth hat zuerst nicht wollen. Antwort B, es hat noch einen anderen Löser gegeben. Oder Antwort C, der Vater von Boas war dagegen gewesen. Genau. Zweite Frage. Was war in Israel das Zeichen gewesen, dass eine Abmachung gültig ist? Antwort A, man hat dem anderen seine Schuhe gegeben. Antwort B, man hat dem anderen einen Handschlag gegeben. Oder Antwort C, man hat dem anderen einen Ring gegeben. Und jetzt zu der Frage 3. Warum ist Jesus auch ein Erlöser? Antwort A ist, er erlöst Menschen von der Strafe für ihre Sünde. Antwort B ist, er erlöst Israeliten von ihren Feinden. Und Antwort C, er erlöst die guten Menschen von den bösen Menschen. Genau. In diesem Fall sind wir jetzt wirklich fertig. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis
Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.